Rindsfilet Medaillon mit selber gemachtem Stedi-Kräuterbutter. Das Geheimrezept von der Patricia. Jetzt zuschauen und nachher auch probieren. Kennt ihr das, wenn eure Träume und kühnsten Wünsche in Erfüllung gehen und plötzlich liegt Fleisch auf dem Tisch? Aber nur Fleisch wäre ja langweilig, gell? Ja, vor allem das ist die Beilage eigentlich heute. Verstanden? Wir machen eine Stedi-Kräuterbutter Wow, mit Fleisch. fantastisch. Was braucht ihr so dazu, sonst noch, außer Fleisch? Butter und richtige Gewürze dazu. Perfekt. Genau. Ich freue mich jetzt schon Ich mich auch. wie auf ein Nachtessen. Genau. Bis nachher. Ciao. Also, das Rezept heute geht ganz schnell. Wir haben sehr wenige Arbeitsschritte. Dafür machen wir mit voll viel Liebe an. Das schöne Stück Fleisch, die Beilage vom Stedi, marinieren wir. Ich nehme heute die Metzgermarinade. Dann ist, wie ich so gerne sage, ein Pfuff mal drauf. Man kann ganz elegant machen mit einem Pinsel. Du weißt, ich habe sogar meine Stedi-Pinsel hier, aber ich tue es wirklich ganz gern Sachen in die Hand nehmen, rein massieren. Kann ich überall von der feinen Marinade. Nicht zu viel, sie ist auch sehr konzentriert im Geschmack. Und ich will auch hier, es sind wirklich schöne Stück Fleisch. Das Geschmack wollte ich auch noch haben nachher auf der Zunge, wirklich das Fleischige auch noch. Schön Marinade reinmassieren. Ich mir gleich so die Hände noch ein bisschen so mit Öl auch reinmassieren. So, nehmen wir noch das Stück ein bisschen grösser, dann machen wir das drauf. Ich lasse die hier. Gehe jetzt meine Hände waschen natürlich. Und wir machen das feine Stedi-Kräuterbutter. Dafür nehme ich Kräuter. Ich nehme unsere Salz, Hördöpfelgewürz und ein Stück aus Pfeffer. Hat auch Salz drin und gibt einfach Pep, das Ganze. Die Butter, ich habe vorher aus dem Kühlschrank genommen, ein bisschen draußen gelassen, dass ich so schön drücken kann. Wirklich mit ganz normaler Gabel. Mache ich das lieber auf einen Teller. Ich finde es einfacher, um alles schön untereinander mischen, damit ich überall Gewürz verteilt habe und nicht einfach so eine Klumpe Gewürz. Mache ich zuerst Hördöpfelgewürz. Schön da verteilen. Dann mein Stück aus Pfeffer. Und Kräuter, ich habe heute Quarkkräuter genommen. Darf ein bisschen mehr sein. Das ist eine Kräuterbutter. Ui. Und dann, was muss ich jetzt machen? Einfach schauen, dass überall Gewürz ist. Wenn du die auch das feine, zum Beispiel gefriergetrocknete Knoblauch hast, kannst du auch hier tun. Ich mache heute keins, aber wäre auch noch eine Variante. Und ich würde sagen, meine Butter ist jetzt schön mit dem Kräuter und Gewürz hier schön gemischt, verteilt. Ich nehme wirklich den Finger. Butter ist eigentlich parat. Ich mache das hier noch nur neu in eine Schüssel. Kann ich so die Pfanne, die Sticks auch noch vorbereiten. Pfanne heiß werden lassen. Olivenöl. Für das Fleisch möglich nicht so aufstechen. Vielleicht hast du die bessere Werkzeuge als ich. Wir lassen das Fleisch hier, also möglich, nicht immer wieder wenden. Da lassen wir wirklich schön zuerst auf einer Seite schön, dass alle Poren verschlossen sind. Dann drehe ich einmal, warte wieder und je nachdem mache ich noch auf der Seite. Ich glaube, bei diesem Stück werde ich das machen müssen. Der ist relativ hoch. Und ich will, dass überall schon eine schöne so Kruste gibt. Lasse ich da. Eben, nicht immer wieder wenden. Wenn man es immer wieder wendet, dann kann gar keine Kruste entstehen und schmeckt niemals so gut. Ich kann hier noch die Zeit nutzen, um diese Butter in eine Schüssel zu transferieren. Butter kann ich übrigens auch schon einen Tag vorher machen, im Kühlschrank lassen. Ich kann auch eine größere Menge machen
und sogar portionsweise einfrieren, so dass ich jedes Mal, wenn ich so ein feines Stück Fleisch habe, oder auch, warum nicht, ein schön mariniertes Stück Tofu habe zum Beispiel, könnte ich nachher mit der Kräuterbutter servieren. Kräuterbutter passt übrigens auch sehr gut auf ein Risotto, habe ich auch schon gemacht. Gell? Einfach am Schluss noch ein gefrorenes Stück Kräuterbutter noch. In der Küche ist Improvisation auch immer wichtig. Also meine Zange war da nicht ideal, ich wollte mein Fleisch nicht durchstechen und so kann ich die auch drehen. Das mit dem Durchstechen ist schade, weil dann geht auch Saft raus vom Fleisch. Und ich will, dass dieser Saft hier drin bleibt, oder? Lassen wir jetzt auf diese Seite. So. Schau mal. Schön. Jetzt probiere ich noch auf der Seite so ein bisschen an. Guck, die helfen sich gegenseitig. Siehst? Das ist je nachdem, wie du gern hast. Medium, durch. Ich drücke immer so drauf. Muss man mehrmals üben. Und dann merkt man, so ist, wie ich gern habe. Es ist noch schön rosa drin. Hole schon mal meinen Teller, stelle da ab. Ich nehme das Fleisch hier raus. Dann verteile ich so ein Klack, so Kräuterbutter hier drauf. Man kann nachher, je nach Geschmack, noch mehr nehmen. Wir werden sicher noch mehr nehmen. Aber ich will nur, dass das schön ist, wenn er kommt zum Probieren. Denn ich hole ihn und wir probieren es zusammen. Also allein vom Schmecken her kommt mir schon mega Hunger rüber und ich freue mich, wow. Ich habe vermutet, du gibst mir gar keinen Sitz, um dich zu holen. Schau dir mal das an. Genau. Sieht es nicht fantastisch aus? Genau. Mm. Guck mal, darf ich dir so geben? Sehr gern. Dankeschön. Nehmen wir noch ein bisschen Butter, Ich gell? habe gesehen, du hast da die Kräuterbutter selber Genau, gemacht. also machen wir das schön so. Kann ja so Eigentlich geht es um Kräuterbutter hier. Okay. Das Fleisch ist nur, weil Ist gell, er wir da? müssen die Kräuterbutter irgendwo so demonstrieren. Von mir aus. Oh, habe ich aber gehört. Ich freue mich jetzt schon mega. Also, verteilen wir da. Oh, meine. Das willst du dir? Der hat auch schon aufgeschmolzen. Da kann man Ich noch habe da warten. so ein bisschen Sicher? so, ich habe da noch gerne so eine Kräuterbutter. Echt? Also, ja. Gut. Gute miteinander. Ein guter? Gute? Ein guter? Schau mal. Butterzart, die ganze Ja, Geschichte. das ist. Schau mal. Oh, da habe ich mir Wunder gemacht. Perfekt. Sie ist Schau rosa. sie an. Ja, rosa. Es ist. Ich meine, das Filet, der Hammer. Klar. Ist Bio-Weidebeef, das muss gut sein. Aber auch die Kräuterbutter. Ich glaube, ich nehme einen Schlecken auf dem Kräuterbutter. Ich kann auch hier von dir. Oh, das ist noch cool. Ist cool, gell? Sehr Ja, fein. hat gesagt, es geht um die Kräuterbutter. Auf jeden Fall, ich probiere weiter. Ich werde gut kauen, genießen. Bedanke ich mich schon mal fürs Dabeisein, Zuschauen. Bis nächstes Mal. Vielen Dank. Er darf jetzt reden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke vielmals fürs Zuschauen. Dir danke wieder einmal mehr fürs Kochen, für auch die kreativen Ideen. Und selbstverständlich könnt ihr die Kräuterbutter auch brauchen, zum Beispiel zu einem Poulet, Genau. Schnitzel oder so. Es muss nicht immer ins Filet sein. Aber es darf. Man kann sogar mit Burger. Mit Burger. Also wir schauen, was sich aus dem dann entwickelt. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Macht das Tübli auf und bis nächstes Mal. Tschüss zusammen. Steht die Kräuterbutter auf Brotstricheln, wäre auch gut. Und dann ich überbacken. Ja, weißt du wie? Und dann da mit dem Knoblauch noch.